Die lange Sommerpause ist vorbei. Und wir sitzen wieder verkatert hier mit den Zeitungen. Heute geht es ums Big Air, Wanderer, Biker, Fisch und natürlich noch um Prostituierte. Darum, machen Sie euch bequem, nehmen euer Konterbier zur Hand oder gönnen euch nicht dran. Wir sind wieder zurück mit der zweiten Staffel von Kater zum Morgen. Ja, wir sind lang weg gewesen, aber bei uns sitzt der Schock immer noch tief. Die Tage vom Big Air Chur sind definitiv gezählt. Nach längerem um den heissen Brei herumschwätzen, hat sich die Stadt dann wirklich entschieden, der Zirkus, er ist einfach zu teuer. Ich würde es richtig vermissen, 30 Minuten anzustehen für so eine kleine Portion Pommes und das nur für knappe 17 Stutz. Ja, oder auch ein Getränk immer für 2 Franken mehr kaufen, um nachher den Becher gleich am Boden zu werfen. Weil das Depot ist nicht zurück bei dieser Schlange. Und schrei raus an meine Daten, wo immer die sind. Ich habe es richtig geliebt, die an irgendwelchen Firmen weiterzugeben, nur um nachher einen Schlüsselanhänger zu gewinnen. Wir lieben Schlüsselanhänger. Du, es ist und bleibt eine Tragödie. Man kann es aber auch ein bisschen positiv sehen. Die Stadt spart viel Geld. Genauer gesagt, genau 600'000 Franken spart sich die Stadt Chur ein, indem sie das Big Air nicht mehr machen. Für das könnten wir 75'000 Big Macs gönnen. Oder man könnte sich einmal die Seraphé-Gebühr leisten, ohne seine Leber dafür zu verpfänden. Oder einmal auf Zürich und wieder zurück. In der ersten Klasse. Schlussendlich wissen wir nicht, was mit dem Geld passiert. Aber wir haben unseren Aussenkorrespondent zur Oberau geschickt. Dort fragt er die Leute zum Big Air und was sie mit dem Geld machen würden. Gehen wir rein. Würde ich im warmen Studio sitzen, würde ich den Aussenbeiträgler auch in die Oberau schicken. Aber bei diesem Mistwetter kriegst du mich nicht raus. Aber wo tummelt sich die Zielgruppe vom Big Air mehr als an der Fachhochschule Graubünden? Wir gehen rein. Sagt ihr das Big Air Chur etwas? Jawohl, das sagt mir etwas. Habe ich auch schon mal etwas davon gehört, aber ich weiß jetzt nicht, was so für Musik dort läuft. Grosse Schanzen und so. Ah, mal, es ist einmal im Winter, doch, mal. Ja, bin auch schon gewesen und jetzt gibt es das ja nicht mehr. Wenn ich raus schaue, ist es offenbar nicht, ja, weil sonst sind wir um diese Zeit. Wie stehst du zu dem? Ich bin kein Fan gewesen, darum ist das für mich okay. Ich finde es mega uncool, weil ich also denke, so, jetzt ziehe ich auf Chur, dann gibt es das Big Air, dann ist so ein Festival in meiner Stadt und ich einfach heimlaufen davon. Und jetzt gibt es es nicht und ich konnte nur einmal gehen. Ich bin schon enttäuscht. Ja, es ist entsetzend, dass es das nicht mehr gibt. Es ist entsetzend. Die Stadt Chur spart jetzt eben 600'000 Stutz ein, weil sie es nicht mehr machen. Hast du einen Vorschlag, was man mit dem Geld gescheiter anfangen als das Big Air? Vielleicht ein Event in kleinerem Rahmen, wo aber in eine ähnliche Richtung geht, so mit Snowboard und Ski. Vielleicht das Little Air Chur machen. Ein Little Air Chur. Wir müssen dringend andere Leute fragen. Ein Kulturzentrum, wo wir ein Start-up gegründet haben in unserem Kommunikationskonzept. Ja, genau. Willst du kurz Werbung machen für dein Start-up? Ja, Bienen. Ich glaube, Polenta 7000 erweitern. Ja, zum Beispiel Polenta 7000. Entschuldigung, was gibt es zum Mittag? Tomatensauce Penne, danke. Tomatensauce Penne. Ja, Rate mal, wie teuer so eine Portion am Big Air wäre. 5 Franken. Falsch, es sind 30. Gemeinsam für Kater zum Morgen. Und das wäre das nicht genug. Aus Selig nehmen sie uns weg. Alles gut, Wille. Es sind dunkle Zeiten für uns alle. Nach 10 Jahren Tanzspaß schließt der legendäre Nachtclub Selig eindeutig seine Pforten. Ich weiss noch, als wäre es gestern gewesen, als ich mit 17 zum ersten Mal dort reingelaufen bin und der ikonischen Disco-Kugel beim Rotieren zugeschaut habe. Es war ein Ort, wo die ganze Churer Jugend gemeint hat, das ist Freiheit. Aber am Schluss realisiert hat, es war eher ein Freipass für Sexgrüsel. Das Klientel vom Selig hat ganze 10 Jahre lang etwa 11 verschiedene 80er-Hits hören. In Dauerschleifen. Und trotzdem war der Ansturm einfach nicht mehr gross gewesen. Und das trotz unzähliger Rezensionen. Es ist unverständlich. Ja, das Churer Nachtleben ist einfach nicht mehr das, was mal war. Das ist halt echt so. Schlussendlich läuft genau noch am Rossboden unten etwas. Ja, und auch dort läuft nicht alles rund. 3 Grossrätinnen haben Schutz angefordert für Prostituierte.
Ja, aber finde ich ehrlich gesagt schon fair, weil die sind die ganze Nacht mit irgendwelchen Grüseln unterwegs, die haben schon Schutz verdient. Ja, finde ich auch. Aber der Antrag ist einfach abgelehnt worden. Die checken so nicht, ohne Witz. Aber die Grossräte, wirklich, die können sich auch Luxus-Escort-Damen leisten. Denen sind irgendwelche einfache Strassenprostituierten scheißegal. Einfach eine Sauerei. Es ist einfach grusig. Graubünden, der einzig wahre Bergkanton. Ein Paradies für Wanderer und Biker. Zwischen diesen beiden kommt es aber immer mehr zu heftigen Begegnungen. Ja, und das ist auch meistens wegen der Biker, weil es heisst ja Wanderweg und nicht Bikerweg. Also. Ja. Guter Witz, Marin. Aber Mensch, die Wanderer Also, weil ich werden meine es immer eigentlich mehr... wirklich im Ernst. Also, die Biker, die nerven einfach noch. Wenn ich will wandern, dann kommen sie immer von hinten, ring, 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 aus dem Weg. Ich will meine Ruhe in den Bergen. Hey, aber die Glocke ist ja schlussendlich auch für etwas. Was stehst du jetzt überhaupt auf? Nerven die scheiß Autofahrer auf der Straße? Du scheiß Aargau, oder? Im Schweizer Nationalpark werden Fische umgesiedelt. Mir und dem Wille sagt das wirklich absolut gar nichts. Darum haben wir einen Experten eingeladen. Heute bei uns im Studio ein Fischumsiedlungsexperte und selbsternannter Fischfluencer, der Herr Dr. Jannik Lachs. Expertencheck mit Jene. Vielen Dank für die Einladung. Ja, bitte. Grüezi. Ja, Herr Lachs, danke, sind Sie gekommen. Erklären Sie uns doch bitte, was da genau passiert. Ja, sehr gern. Was viele eben nicht wissen, wir erleben zurzeit die grösste Fischmigration seit dem Urzeitwels. Manche nennen es einfach die Fischevakuierung, aber ich nenne es schlicht Migrationspolitik mit Kiemen. Würden Sie sagen, das nimmt sogar politische Dimensionen an? Ja, absolut. Migrationspolitik ist längst nicht mehr nur ein Thema im Mittelmeer. Nein, und dazwischen hat es auch unsere regionalen Tümpel erreicht. Wir haben Forellen, die Schutz suchen, schlüpfrige Aale, die so durchs Netz der Bürokratie schlüpfen. Und auch Karpfen, die dringendst ein neues Plätzchen in einem Flussbett suchen. Das ist echt wichtig. Und wie läuft denn so eine Umsiedlung genau ab? Ja, zuerst muss man die Fische wirklich mal emotional darauf vorbereiten. Man muss die ein bisschen beruhigen. Ich sage einmal gern, ganz ruhig, mein kleiner Albert. Es wird alles gut. Und Sie haben sogar schon Promis umgesiedelt, stimmt das? Ja, wir haben grosse Persönlichkeiten dabei gehabt. Zum Beispiel Beatrice Egli, ein Fisch voller Lebensfreude. Oder die Helene Fischer, wie es der Name schon sagt, die war von Anfang an bei der Strömung dabei gewesen. Und die Band Hecht, aber die haben wir irgendwann trennen, weil die sind uns ständig alle zusammen ins Netz. Und gibt es unter diesen Fischen auch so etwas wie politische Strömungen? Ja, aber das ist wirklich ein sensibles Thema. Wir haben richtige Parteien unter Wasser. Zum Beispiel die SVP, ganz klar die Barsch, die wollen wirklich nur Schweizer Fische in unseren Flüssen und Seen. Dann haben wir aber auch noch die Grünen, sind zwar vorwiegend Algen, reden viel von Nachhaltigkeit und am Schluss kleben sie einfach an allem fest. Das könnte man ja fast als ein politisches Aquarium bezeichnen. Ja, definitiv. Ich sage immer, das Ökosystem ist wie die Politik. Viel zu viel Hai an der Spitze und unten schwimmen die Sardinen im Kreis. Ja, und jetzt nochmal zu dir. Was ist denn genau dein Ziel als Fischumsiedlungsexperte? Ja, ich kämpfe dafür, dass kein Fisch mehr in trübem Wasser schwimmen muss. Ich setze mich ein für klare Verhältnisse, offene Becken und grenzenlose Teiche. So, jetzt ist der Lachs gegessen. What the heck? Wer braucht den Scheiß? Ihr wisst doch, was jetzt kommt. Der Abstimmungsaufruf vom Tag. Am 12. Dezember ist es soweit. Multimedia Award findet wieder statt. Und wir sind noch nicht mal nominiert. Da eine kurze Unterbrechung aus dem Post. Wir brauchen einmal einen ganzen Monat Zeit für diese Folge und haben beim Drehen noch nicht gewusst, ob wir nominiert sind. Jetzt sind wir aber nominiert. Aber stimmt bitte für Kater zum Morgen A ab in der Kategorie Gruppenarbeit Bachelor. Ciao zusammen! Wille, das romanische Wort. Wollen wir noch schnell machen? Ja, komm. Also, zack, zack. Das romanische Wort vom Tag. Das heutige Wort Prostituierte. Und auf Romanisch heisst es Prostituta. Tschüss zusammen. Ciao.